Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Ja, und desmo bin ich wieder alle, weil Syldraka bei der Episode nie mit dabei ist. Sie ist weg und ich bin wieder allein. Ach ja, furchtbare Lieder aus vergangener Zeiten. Ja, wie dem auch sei, ich habe mittlerweile das Problem mit dem Speichern in den Griff gekriegt, habe soweit wieder alles nachspielen müssen. Ich habe halt von meiner Festplatte extern über die Playstation, über die Speicherfunktion, musste ich alles runterschmeißen aus Bioshock 1 und ich renne auch, während ich das erkläre, hier lustig um das Ding rum. Wie dem auch sei, habe ich alles wieder geklärt. Und ja, jetzt kann ich auch wieder speichern endlich und ich habe das Ganze halt nochmal neu von vorne gespielt, bis ich wieder hier vor Ryan Amusements war. Das heißt, ich habe nichts verpasst. Und habe mich ja nicht gespoilert. So, unser guter Quagmire-Smithers-Typ wird uns schon sagen, wo es lang geht. Kann halt sein, dass ich ein bisschen anderes Inventar habe, aber so what. Ich bin auf jeden Fall wieder an der Stelle, wo ich euch verlassen habe. Das letzte Mal. Södele. Erstmal einen Kaffee trinke, das ist immer gut. Dose Fleisch und 4 kühle $. Niete habe ich schon genug. Bin you selber any. $8 gibt's auch noch. We are but the stones to pave the way. Ja, so sieht's aus. Pave? Wirklich? Okay. Hop-Up-Cola. Ich habe Hip-Hop-Cola gelesen. So im Aare Winkel. Knetkopf. Sie ist unsere Erlösung. Wir werden wiedergeboren. Ach du Scheiße. Ich bin nur am Abfackeln Plasmid interessiert. Eleanors Fortschritt. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Alter. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe. Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen. Ihr bauen hier überhaupt keinen Druck auf Kinder auf, von wegen, sie wird die Erlöserin unseres Volkes sein. Das baut überhaupt keinen Druck auf. Ah, da brauchen wir erst das Abfackeln Plasmid. Ah, na, du ekliger Schimmelkasper. Wäh, du räudiger Kotzkopf. Dich mach ich platt. Wäh. Ekelhafte Freaks. So, das hacken wir als erste Mal. Ups. Und yay, gibt's auch eine coole Eve-Spritze. Und was gibt's denn hier beim Zirkus der Werte? Ja, da kann ich mir auf jeden Fall noch ein paar Hackpfeile holen. Die sind immer praktisch. Das finde ich wesentlich besser gelöst als in Bioshock 1. Auf jeden Fall. Parkeingang. Diese Musik dann, das erinnert mich so an American Dad mit dem Ricky Spanish der Episode, wo dann zum Schluss Werner Herzog dann spricht, wo der Schmetterling aus seinem Glas ausbricht und dann diese Geigenmusik und dann dieser Monolog von Werner Herzog, der einfach nur Anna ist. So ist das halt. Aber Werner Herzog, the one and only voice of Germany. Der hat so eine amüsante Stimme, wenn er irgendwas spricht. Ach ja. So, da muss ich weiter in der Story. Gibt's hier noch was zum... Nö. Nichts zum Untersuchen. Was haben sie in den Mülleimer geschmissen? Dr. Holcrafts Allheilmittel. Da muss ich immer so an Jahrhundertwende denken. Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Kinder unter 3 Jahren zahlen die Hälfte. Geil. Ey, da muss ich immer so an 1910er Jahre denken, wo so Leute so einen Karre, so einen Scheiß verkauft haben, so Revitalisierungselixier und so ein Scheißdreck. Ach ja, ach ja. Gute alte Zeit, die ich auch selber natürlich noch miterlebt habe, um 1910, ne? Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Danke, ist mir das. Alpha-Serie, glaube ich. Delta. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Okay, der Sinclair ist langsam etwas unheimlich, wenn er schon mit so Sache anfängt, von wegen, ja, du wärst eigentlich eine Stange Geld wert an der Oberfläche.
Aber die Dinger hätte ich gern. Das sieht doch gut aus. Bin dort rein will die Sache, aber warum halten die meine brutale Gewalt aus, die Dinger? Scheiße. Oh Mann. 3 Niete, noch ein Hip-Hop-Cola. Na? Bohrertreibstoff und 6 kühle Dollar. Ja, 300 Silber-Dollar habe ich schon mittlerweile. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Power to the people. Ah, das ist dann diese Waffenaufmotzerei, ne? Ja, genau. Was nimmt man dann? Treibstoffeffizienz für Bohrer. Ölen den Bohrer, sodass der Treibstoffverbrauch verringert wird. Schadenserhöhung. Erhöhter Schaden durch Nietenpistolen. Erhöhte Durchschlagskraft. Größeres Magazin erhöht die Ladestreifengröße. 50% mehr Schüsse. Das ist natürlich auch verkehrt. Okay, da brauche ich ein niedrigeres für das. Dann kann ich die heiße Niete verschießen. Ja, dann würde ich doch mal was. Das ist dann auch sowas anderes. Projektile werden zum Angreifer zurückgeworfen, während sich der Bohrer dreht. Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Aber ich glaube, ich nehme erstmal der erhöhte Scharte für die Niete-Pistole. Vorhin haben wir jetzt noch so Teil kriegt. Trophäe erhalten in Kupfer, Waffen-Upgrades. Ja, die Niete kann ich schon gar nicht mehr aufheben. Schade, hätte ich das Upgrade genommen, hätte ich sie natürlich aufheben können. So what? Die Niete-Pistole ist eigentlich eh ein ziemlich getreuer Freund, finde ich. Deswegen würde ich das Ding eigentlich auch ganz gern voll upgraden. Das ist schon eine ziemlich nützliche Waffe, gerade für den Anfang. Ist wahrscheinlich so vergleichbar mit der Pistole aus Bioshock 1. Büro des Geschäftsführers. Ah, wo ist er dann, der gute Mann? Ich würde ihm gerne die Hand schütteln. Und zwar so. Der alte Schäferhund. Erinnert mich jetzt an die Simpsons wieder. Die alte graue Stute, die ist nicht mehr, was sie war. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich? Eine Kirche. Oh je. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Nett. Ich habe da hier eine Hock da, der Geschäftsführer. Sir, ich würde gern mit Ihnen über Ihr Geschäft sprechen. Oh, da. Smithers meldet sich wieder. Hacke die Türsteuerung, dann geht sie auf. Das hatte ich vor, du Blödi. Also so klug bin ich auch noch. Zack. Joink. Und joink. Sicherheitstür ist offen. Alles klar. Ups, das war jetzt ein verschwendeter. Das war jetzt nicht so clever. Das war immer der falsche Knopf gedrückt. Aber egal. Ich kann hier wieder Eis sammeln zum Glück. Also das finde ich wesentlich geiler gelöst. Ah, na, hör auf hier Adam zu ernten. Im Tisch ist Bohrertreibstoff noch drin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Es riecht noch erste Big Daddy Kampf. Karte. Besorgt dir eine Eintrittskarte. Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Oh Gott. Ja, die hat wahrscheinlich schon einen Daddy mit dabei. Gehe in den Park. Die wird ihren Daddy mit dabei haben und das wird böse. Du komm ich nicht so dran. Das kennen wir noch aus Bioshock 1. Das sind ziemlich üble Gegner am Anfang, die Big Daddies. Wobei ich sagen muss, die Big Sisters finde ich eigentlich auch sau cool gemacht. Die sehen richtig gut aus. Aber die sind ziemlich hart. Ah, neue Waffe. Danke, hässlicher Kasper. So. Okay. Da waren da noch irgendwo Niete rumgelecker. Ja. Jo. 4 Niete habe ich noch gekriegt. Gucke, was der Widerling noch bei sich hat. Ah, der hat auch noch 3 gehabt. Hohohoho, MG. Oh yeah. Das Waffenradialmenü. Okay. Ja, das möchte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Moment, ja. Oh, verwendet man das Ding doch mal. Ich wollte es ja unbedingt haben.
50er Kugeln gibt es auch noch. Sehr geil. Das sind die stinknormale MGs, wie man sie in Bioshock 1 gehabt haben. Was ich da habe, ist die Big Daddy Badass Version. Sehr geil. Herren Choppers, versteckt euch! Und kein Scheiß diesmal! Ah, die. Ups. Ja, zielen wäre nicht schlecht. Das ist ein guter Tipp. Ui, die hat's abgehoben. Ups, da ist ja noch so ein hässlicher Vogel. Ah, der hat seine Maske verloren vor lauter Wiescht. Das ist immer besser aufbehalten, der hässliche Typ. Okay, dann schmeiße ich mich wieder in die Nietepistole rein. 666, verflucht! Was, 666 verflucht? $4. Ja, das machen wir gleich. Aber irgendwo muss ja noch so ein Freak sein. Ja, Eve-Spritze brauche ich gerade nicht. Also irgendwo... Ach, da oben ist noch so ein hässlicher... Was denn du da? Scheiß Kerl. Ich bin nicht ein Bapper. Rotziger Typ. Okay. Sehr schön. Da gibt es auch noch mal 3 Nieter. Ja, wo die sich manchmal aufhalten, ist schon etwas merkwürdig. Okay. Gehe in den Park. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Journey to the Surface. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Ja. Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Ja, er klingt auch sehr lustig. Erstes Gentonikum erhalten. Tonika sind passive Fähigkeiten, die eine Reihe nützlicher Wirkungen haben. Im Gegensatz zu Plasmiden müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten ihre Wirkung, sobald sie zur Ausrüstung hinzugefügt werden. Neues Tonikum, Schnelligkeitsschub. In der heutigen gefahrvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denk daran, dass du es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen musst. Vielleicht reicht es ja auch schon schneller, als dein Nachbar zu sein. Das klingt doch meinem Vorgehen in der Zombie-Apokalypse. Und zwar, ich muss nicht schneller sein als du, ich muss nicht schnell sein, solange ich schneller bin als du. Du bewegst dich etwas schneller. Bum, 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 bum. Toll. Geil. Wow. Der Traum von Rapture. Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympian, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Wasch zu. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen. Okay, also das ist wirklich eher so ein Propagandapark. Eldorado Lounge. Was mal hier? Der Weg zum Ziel. Die Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne, versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Mhm. Aber was finde ich jetzt auch mal interessant, so die Geschichte von Rapture zu erfahren. Grundstein legen. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden Dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Den Sinker haben sie offensichtlich dann zum Denkmal umfunktioniert. Das sieht nicht gut aus hier. Was hast du dabei, du Leiche? Nichts Besonderes. Eine Eve-Spritze. Ein paar Dollar und Gin liegen hier auch noch. Das Ding funktioniert schon gar nicht mehr. Und hier? Rapture wächst. Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptures Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Mhm. Und Eldorado Lounge nach wie vor. Diese Lamp scheint kultiviert zu sein. Wie gänglich mit Jahrhunderten. Jemand muss auf dem Grundstück sein. Ups. Diese Lamp muss kultiviert sein. Oh ja, das ist die allerkultivierteste, diese Hen. Boah, an die Musik. Du hast das kaputt gemacht, nicht
kreischt wieder irgendeiner rum. Anpackst, wird zu scheiße! Ja. Alles, was du anpackst, wird zu scheiße. Im Moment Ey. ist alles auf den Beinen. Außer Blöder Bot. Ihnen. Sie haben die aktuelle Plasmid. So. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Mist. Immer noch nicht probiert. Das war nicht so klug. Langsam Zeit? Entwickeln Sie sich weiter. Noch heute. Das war echt nicht so klug, dass ich sofort auf die Dinger losgegangen bin. Und dann hacken wir erstmal hier. Sehr schön. Da gibt es auch 50er Kugeln gratis. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, da können wir auf jeden Fall noch ein paar Eikafe davor. Das ist nicht verkehrt. Heckpfeiler, liebend gern 8. Da können wir schon noch ein bisschen mehr. Super Sach. Nö. Ups, da schon mal ein bisschen wütend noch drauf gekloppt. So. Ratatat. Kann ich die Dinger nämlich auch noch Eissacker. So. Egal. Egal. Wir haben ja noch was. Entschuldigung. Verschluckt. Ja, so ein Bleikopfsplitzer haben wir da noch. Na, noch ein Bleikopfsplitzer, der nichts mehr hat. Oje, oje, oje. Da ist ein Gatherer's Garden. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon hin müssen. Ich glaube, ich bin hier nicht so richtig. Ah, na. So hässliche Andrew Ryan Büste wieder. In what country is there a place for people like me? In welchem Land gibt es einen Platz für mich? Andrew Ryan. Nirgends, du hässlicher Vogel. In Bronze ist er sogar noch hässlicher. Vaterliebe. Wir haben heute bei Tests einen weiteren Protector der Alpha-Serie verloren. Der ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadtgrenze. Für diese Männer hat Rapture keine Wände. Wir müssen eine Methode finden, ihnen beizubringen, dass sie die Little Sisters nicht im Stich lassen, sobald sie nicht unmittelbar in ihrer Nähe sind. Irgendeinen körperlichen Reiz. Vielleicht sogar etwas Tödliches. Die Laboranten nennen sie seit neuestem Big Daddies. Vielleicht gar nicht so dumm. Unzertrennliche Paare, verbunden durch tödliche Liebe. Ah, na. Wie wischt. So. Erstmal die Köpfe abgeschlagen, dass die nochmal aufstehen. Ich bin bei sowas immer sehr skeptisch in solche Spiele. Okay, da haben wir einen Gatherer's Garden, aber null Adam. Abfackeln könnte ich mal hier Kafer. Gesundheitsupgrade gäbe es auch noch einen Eve-Link. Okay. Also wenn das wieder wie bei Bioshock Ends der Fall ist mit den Little Sisters, dann rette ich die natürlich erstmal von Anfang an. Weil es geht ja hauptsächlich darum, die Little Sisters zu retten. In dem Spiel zumindest hier. Ah, das sind dann verschiedene Plasmide hier aufgeführt. Das sind die Angriffsdinger, die wir auch schon in Ends hatten. Wobei ich den Vogel noch nicht zuordnen kann. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Der Bernhardiner war so Unterstützungsgedöns. Ah, schauen wir doch mal. Oh Gott, wie das jedes Mal rappelt, wenn der springt. Oh Gott, ist der fett. Na gut. Hallo? 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 Heidi ho. Komm jetzt raus! Ja, wo bist du dann? Hey! Du Saukuh. Geht's noch? Alter. Hab ich mich über verschrocken wegen dem Scheiß. Alter Falter. Das war jetzt echt verschrocken. Volltrottel gebrauchen. Oh, 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 oh. Der So, die habe ich. Dann kriege ich nicht auf die Art. So. Gewitter erleid. Also das MG ist bei weitem nicht so durchschlagskräftig, wie ich es erwartet habe. Und ich ziele bei so einem Scheiß auch immer sehr ungenau. Deswegen ist es, glaube ich, echt besser, wenn ich erst einmal nur standardmäßig mit meiner Niete-Pistole weiter schieße. Der kann ich wenigstens irgendwie noch umgehen. Okay. Haben wir hier sonst schon irgendwas? Irgendein Kruscht noch rumfliege? Brandy, ja. Nehmen wir mal mit. Es
trinkt ihn ja nicht sofort. Das ist eigentlich... Oh, doch, er trinkt ihn, wie es aussieht. Ich habe gedacht, der sammelt das Zeug vielleicht einfach zum Basteln später oder so. Aber nee, wir pumpen sonst gleich in der hohle Kopf rein. Und... Gut. Was gibt's denn jetzt hier für uns Schönes? Ja, holen wir uns doch von den Dinger. Die sind immer so schnell ausverkauft, die Teile. Ja, da können wir uns auch noch mal ein bisschen was holen. Okay. Also hier drin würde ich mich eigentlich ganz gerne noch umgucken. Ja, scheinbar auch so Aussichtsplattform zu sein. Wahrsager. Ja, sag mal was. Eins kannst du mir glauben. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ja, das war durchaus treffend. Okay. Hatte ich die schon? Ne, den hatte ich noch nicht geflattert. Oh je. Die sind etwas gruselig, die Dinger. Und hier over. Elend, die Pup. Ja, ich mal zerfetzt. Hier ist... Ah, doch. Hier sind noch ein paar Dollar und ein paar Kugeln fürs MG. Gute Neuigkeiten. Eher nett. Hier gibt es schon seit Ewigkeiten keine gute Neuigkeiten mehr. Cremefüllungskuchen, eine Cola und Aufschwung. Hören wir uns mal an. Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, Den kenne ich auch irgendwoher, den Sprecher. Gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckte mal eine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Ups, das war doof. Ich wollte doch eigentlich durch hier und auf die Antipersonen-Munition. Geht's nämlich etwas schneller rum mit einer Knabe. Idiot. So. Okay, wie gut, dass das ist. Ach, hier mit dem Umlader wesentlich schneller. Mit dem Nachlader. Nee, mit dem Umlader tatsächlich, dass man die Munition wechselt, dass das hier wesentlich schneller geht. Bin ich auch sehr zufrieden damit. Ja, die Stimme von einem anderen Typ, der jetzt so gelabert hat, die habe ich auch gekannt. Ich kann sie nur momentan noch nicht zuordnen. Das kommt bestimmt, wenn ich den ein bisschen häufiger höre. Und wenn er mal öfters wieder was sagt, dann kann ich nicht mehr aufnehmen. Okay, gibt es hier sonst schon irgendwas? Weil die Gegend hätte ich eigentlich ganz gerne noch aufgerahmt, um ehrlich zu sein. Lagerkiste. Schwere Niete. Okay. So, ist wohl irgendjemand gerade noch kacken oder was? Oder pissen? Ja, ich weiß, ich drücke mich sehr edel und höflich aus. Hoch. Mhm. Die sind auch nicht verkehrt, die Dinger. Aber ich muss mal auf das nächste Upgrade warten, was ich danach machen kann. Weil dann kann ich jo die Niete so erhitzen, dass die Bolze brennen, wenn ich sie rausschieße. Das ist natürlich ziemlich geil. Aber die hier sind einfach nur schwere. Schwere Niete. Na gut. Erstmal in die Rare auf dem Klo. Das ist ja... Auf dem Klo Rare ist das selbstverständlich. So ein guter Old Tom Whisky. Schwere Niete nehmen wir auch gern. Und wir nehmen einfach mal einen Verbandskasten, damit wir das aufnehmen können. Ein paar Dollar sind auch nie verkehrt. Rapture ist die Erlösung und Frischwasser trinken wir mal ein bisschen. Ich kenne die Oberfläche, Eleanor. Ich habe mein halbes Leben dort verbracht, im Dienst des Allgemeinwohls. Aber dann musste ich hören, wie fette alte Männer meine eigenen Worte ins Gegenteil vertreten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem einzigen Punkt hat Andrew Ryan vielleicht recht. Rapture ist die Erlösung. Ja, aber wenn dann so kranke Leute das Ganze auch noch leiten sollen, herzlichen Glückwunsch, dann ist die Erlösung schnell am Arsch. Okay, hier habe ich mich jetzt auch soweit umgeguckt. Pflicht, die allgemeine Freude zu vermehren und das allgemeine Leid zu lindern. Allein sind wir nichts, bloße Werkzeuge des Eigentums. Gemeinsam sind wir die Familie und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. So sieht's aus.
Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle kann ich jetzt auch hier meinen Cut wieder machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.